So, hallo zusammen zu der Hour of Prayer. Ich freue mich mega mit euch zusammen, die nächste Stunde zu beten. Für mich eigentlich immer ein mega Vorrecht, mit Leuten aus England, aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, mit auch dir zusammen zu beten, ist für uns immer wirklich ein Erlebnis, kann es nicht anders sagen, weil in dieser Stunde Gott wirklich auch vieles in unserem Herzen einfach bewegt und macht, und das finde ich großartig. Das Thema von heute ist Dankbarkeit. Wir sind in einer Anbetungs- oder Worship-Serie in ICF Zürich dran, und das Thema von heute ist Dankbarkeit kann jeder oder jede sein. Ich möchte gerade mit dem beginnen. Überleg dir mal ganz kurz für so einen Moment, für was du dankbar bist, was für Wunder du bereits schon erlebt hast oder Dinge, wo du sagst, wow, da war wirklich die Hand Gottes war über mich gewesen, sonst hätte ich vielleicht einen Unfall erlebt. Ich finde, Dankbarkeit hat mit dem zu tun, dass man sich bewusst ist, oder? Gott hat Wunder in meinem Leben bewirkt. Susanna, gibt es etwas, was du heute zum Start dankbar bist? Wo ich dankbar bin. Ja, ich fand es faszinierend, dass die Hour of Prayer ist ja immer am Sonntag angelehnt, also was du am Sonntag gepredigt hast, das vertiefen wir. Und was ich dort aufgeschrieben habe, ist, Dankbarkeit kann man lernen wie eine Fremdsprache. Mhm. Ja, ich bin für so vieles dankbar eigentlich, und heute hat es mich berührt, weil ich war auf meinem Gebetsspaziergang und ich habe dort die Ilu gefunden für eine Message, die ich später mal hatte, und zwar ist es eine Wow. Message, die ich machen möchte. Du musst jetzt zuhören, da wirst du staunen. Die Ilu ist ein Tisch und da sind nicht alle Beine dran. Du glaubst nicht, habe ich im Wald einen blauen Tisch gefunden, der hatte ein Bein weg. Und dann muss ich nach Hause fahren, mein Handy holen und das fotografieren, weil das ist meine Ilu. Und sowas finde ich einfach sehr persönlich. Dafür bin ich dankbar, weil ich merke, wenn ich einen Gebetsspaziergang mache, Gott ist da, er spricht. Wow. Und er spricht über Dinge, die mich beschäftigen. Ja, wie gesagt, Dankbarkeit ist etwas, wenn man zurückschaut und einfach sich bewusst ist, Gott hat wirklich in vielen Momenten eingegriffen. Dankbar bleiben, sage ich, das ist eine Kunst, die man auch erkämpfen muss. Und ich habe gesagt, je länger das man lebt, desto mehr wird man enttäuscht, und nicht nur unbedingt von Menschen, sondern das Wort Enttäuschung heißt, ich wurde getäuscht von der Vorstellung, die ich habe, wie gewisse Dinge laufen sollten, oder auch von Gott. Und das bedeutet, man muss dann sich immer wieder sagen, okay, meine Wege sind nicht unbedingt immer die Wege von Gott, und Gottes Gedanken sind auch immer oft auch nicht meine Gedanken. Und ich möchte beginnen, dieses Gebet mit einem Dankesgebet zu unserem Gott im Himmel, weil er gütig, gnädig und auch barmherzig ist. Lieber Gott im Himmel, wir beginnen dieses Gebet mit Danksagung, mit Dankbarkeit. Ich bin so dankbar, dass ich lebe. Ich bin so dankbar für alles, was du mir anvertraut hast an einer Frau wie du, Susanne, Kinder, eine Church, Freunde, Gesundheit. Wir wohnen in der Schweiz, ich bin für das dankbar, ein Schweiz zu sein. Du kommst aus Deutschland, dann bist du dankbar, dass du ein Deutscher bist, Deutsche, Österreich, wo auch immer du herkommst. Gott, ich danke dir einfach, dass du entschieden hast, wo ich geboren werde, in was für eine Familie, in was für einen Stammbaum, in was für ein Land, in was für ein Setting, das konnte ich mir nicht auswählen. Gott, du hast für mich auserwählt, und ich bin dir einfach dankbar, dass deine Hand und deine Güte, die ist sichtbar und spürbar und erlebbar in meinem Leben, einfach sichtbar. Für das bin ich dir mega, mega dankbar. Und manchmal hilft es mir am Morgen, wenn ich aufstehe und Zeit mit Gott verbringen möchte, dann weiß ich manchmal ja nicht gerade so, wie man jetzt anfängt. Ja. Also fängt man jetzt mit Bibellesen an oder fängt man jetzt mit einem Worship-Lied an? Und manchmal ist eine Tür, die aufgeht zu meinem Herzen, einfach wenn ich ein Blatt Papier nehme und anfange aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin. Wow. Und das ist so wie ein Türöffner, wo es mir einfacher fällt, in die Beziehung mit Gott einzutreten.
So ein Blatt und man schreibt das einfach auf, Ja, genau. genau, danke, dass es überhaupt wieder hell wird. Ich stehe manchmal auf, wenn es noch dunkel ist und dann denke ich so, das ist eigentlich ein Geschenk, es könnte jetzt auch den ganzen Tag dunkel bleiben. Es ist so selbstverständlich. Mhm. Aber einfach, hey, danke, dass es wieder hell wird. Danke, dass ich in einem Raum sitzen darf und jetzt nicht friere und. Und dann beginnt es einfach zu fließen. Genau. Also wie gesagt, Dankbarkeit ist was man lernen kann. Das ist wirklich so. Ich bin in einer Familie aufgewachsen. Meine Mutter hat mir wirklich 2 Dinge hat sie mir eingeschärft. Erstens, höre nie auf zu glauben, dass dein Zentrum, alles was du bist und alles was du hast, sie hat sie mit dem Finger so gemacht, alles was du bist und alles was du hast, kommt von deinem Gott im Himmel. Bilde dir nie etwas ein, dass du extrem gut bist oder aber auch gesagt, bilde dir auch nie ein, dass du schlecht bist, sondern einfach deine Würde kommt von Gott. Und das Zweite hat er gesagt, sei immer dankbar. Immer dankbar. Und das ist wirklich etwas, was man lernen kann. Und wie gesagt, du hast ja vorhin gesagt, man kann ein Blatt Papier nehmen und eine Gebetszeit einfach beginnen, indem man es aufschreibt, für was ist man dankbar. Heute Morgen bin ich aufgestanden, der Wecker ging für mich zu früh ab und ich war wirklich heute richtig müde. Ich habe gestern Sport gemacht, wieder Squash gespielt und ich war so müde. Ich hätte gerne noch eine Stunde mehr Schlaf gehabt. Dann habe ich mir wirklich sagen müssen, ey Leo, sei dankbar, dass du müde bist von gestern, weil du Squash spielen durftest. Ja, Und das ist konntest, ja. konntest. Und das ist auch ein Vorrecht. Und ein Worship-Stil, den wir heute mit euch, der dankbare Worship-Stil ist Havlal oder Halal geschrieben. Ich zeige euch ganz kurz mal Hebräisches Wort. Wir lernen also noch Hebräisch. Wir haben diese ja schon ein paar Worte verschiedene. hier. Sieht man das so? Ja, Jetzt? noch ein bisschen wegnehmen, So. ein bisschen zurück. Jetzt habe ich so. Ja, Lies mal ganz kurz vor, Susanne, was Havlal bedeutet. Oh, da muss ich. Ah ja, hier. Das bedeutet Gott rühmen, preisen, jauchzen, laut rufen, schreien, sich nicht scheuen, ungewöhnlich zu reagieren. Das finde ich ganz besonders. Halal bedeutet auch tanzen, echte und tiefe Dankbarkeit zeigen. Und vielleicht inspiriert dich das eine oder das andere Wort auch am Morgen früh, wenn dich noch niemand sieht oder am Abend spät oder irgendwo, einfach so mal dem Ausdruck zu verleihen. Du kannst einen Screenshot machen, dann hast du diese Wörter dabei und die inspirieren dich vielleicht, bist du mal draußen und du willst einfach laut schreien, rausschreien, dass du dankbar bist für dies oder jenes. Das sind alles Dinge, die zu diesem Worship-Stil Havlal gehören. Genau, und zudem habe ich jetzt einen Bibelvers, wo das Wort auch vorkommt. Das finde ich eben auch interessant. Das ist in 2. Samuel, Kapitel 22, Vers 4. Wenn das heißt gelobt, denkt man, oh, irgendwie gelobt. Aber das Wort heißt Havlal. Das heißt, ich rufe so laut und so leidenschaftlich mit aller Inbrunst, so werde ich von meinen Feinden gerettet werden. Und wir alle haben Feinde. Feinde müssen nicht Menschen sein. Feind kann sein eine Sucht, eine Gewohnheit. Sorgen können deine Feinde sein. Zweifel können deine Feinde sein. Und was ich mir jetzt einfach wünsche, ist, dass wir ganz bewusst unseren Feinden einfach jetzt den Namen Gottes zurufen. Susanne, kannst du es machen im Gebet? Einfach ruf unseren Feinden, Havlal, leidenschaftlich, laut entgegen, dass Gott ist der Sieger. Das bedeutet, Gott hat immer das letzte Wort. Ja, und ich rufe einfach Yes. hinaus und sage, Gott, wir wissen tief in unserem Come on. Herzen, dass du gesiegt hast, dass du der Sieger bist. Gott, wir rufen hinaus Yes. und sind so dankbar, Come on. dass du einfach den Preis bezahlt hast, dass du aufgefüllt hast, was wir nicht erreichen konnten und nie erreichen können. Ich möchte dir Danke sagen Yes. und das einfach hinausrufen, dass du mit deinem Blut, Come on. mit deinem Leben bezahlt hast, dass ich nicht opfern muss in Yes. dem Sinn, dass der Preis ist bezahlt und dafür rufe ich laut hinaus, dass du einfach Come der on. Höchste bist, dass du den Preis bezahlt hast, dass du ans Kreuz gegangen bist, wo es doch heißt, und wo wir alle genau wissen, dass es nie reicht, dass wir nie gut genug sein können, dass wir nie gut genug Acht geben können zur Natur, für das wir so sind wie du, dass wir nie unsere Mitmenschen gut genug lieben können, für das wir wären wie Come du. on. Aber du, Gott, Yes. du bist der Höchste und du bist der Sieger und du bist der Allmächtige und das Yes. rufe ich einfach laut hinaus und das begeistert mich. Das begeistert Genau. mich.
Hey, und wo wohnt Gott? Wo wohnt Gott? Ich möchte euch ermutigen, in dieser Hour of Prayer, das ist mehr als einfach, wir beten ein bisschen, sondern Gott wohnt in diesem Gebet, weil im Psalm 22, Vers 3 steht auch so ein ganz schöner Satz. Susanne, lies den mal ganz kurz vor. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Und das heißt nichts anderes. Gott wohnt da, wo wir ihn anbeten. Und jetzt stell dir mal vor, du bist vielleicht alleine zu Hause, du fühlst dich nicht gut, weil du bist alleine, du bist gerade nicht umgeben mit inspirierenden Menschen, du fühlst dich vielleicht müde, abgekämpft, wie auch immer. Und jetzt stellst du einfach Worship-Musik an. Und weißt du, wo Gott wohnt? Genau da. Genau da, wo wir ihn anbeten. Und mir hilft es, Worship-Musik anzumachen, weil es hilft mir, in Worship-Stimmung zu kommen, weil ich einfach mitsingen oder in den Gedanken mitgehen kann. Und da wohnt Gott in den Lobgesängen Israels. Das bedeutet in den Lobgesängen von seinen Kindern. Weißt du, wieso mich dieser Bibelvers so motiviert? Weil wenn man in einer Gemeinschaft, in einer Kleingruppe, Kirche oder Church zusammenkommt und man singt, gibt es so ein Gefühl, das Leute nicht beschreiben können, sagen, ja, es war so emotionell schön und dann sagt man, ja, wie erklärt man das? Und sagt, ja, das ist irgendwie die Gegenwart Gottes, die Präsenz Gottes war. Und das sind so Wörter, man versucht etwas zu beschreiben, was man aber emotionell spürt. Und ich sage immer, man kann alles runterladen heutzutage, man kann eine Predigt runterladen, man kann das wieder anschauen. Das ist alles ein mega Blessing. Aber wenn wir zusammenkommen und jetzt auch im Hour of Prayer und zusammen beten, zusammen worshipen, Gott die Ehre geben, dann sagt Gott, dann wohnt er da. Er wohnt da, wo Menschen Gott die Ehre geben, Gott Danke sagen, Gott sagen, du bist die Nummer 1, du bist das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Gott, du hast mein Leben bestimmt, du hast mein Herz zum Schlagen gebracht, du bist auch der Gott, der mein Herz sagt, es ist fertig und ich gehe in den Himmel. Hey, und da wohnt diese Gegenwart Gottes. Und jetzt, wenn Gott hier ist, dann können wir Gott auch sagen, was wir empfinden, weil Gebet ist nie ein Monolog, es ist ein Dialog, wo auch etwas zurückkommt. Und während du betest und dir plötzlich Gedanken in den Sinn kommen, dann denk nicht, warum schweifen sich meine Gedanken an? Es kann sein, dass in diesen Gedanken drin Gott dir etwas sagen möchte. Wir haben so 3 Gedanken, die wir zusammen durchbeten möchten. Ich finde es immer wichtig im Gebet, dass man ein bisschen eine Struktur hat, sonst sagt man Gott Danke und nach 5 Minuten hat man dann gedankt. Ja, genau, gehen einem die Worte aus. Und darum bringen wir immer Punkte, weil diese Punkte helfen mir, dass mein Gebet ein bisschen größer und breiter ist als überhaupt, was ich jetzt mir alles vorstellen können. Erstens, wir danken Gott für wer er ist, und da hast auch Susanne einen wunderbaren Psalm rausgesucht, Psalm 148, Vers 13 bis 14, und da kommt auch dieses Halleluja immer wieder vor. Da steht, sie sollen den Herrn loben, denn sein Name allein ist hoch erhaben. Seine Majestät erstreckt sich über Himmel und Erde. Er hat seinem Volk Ansehen und Macht geschenkt. Darum haben die Israeliten allen Grund, ihn zu loben. Das Volk, das ihm so nahe ist und treu zu ihm steht, lobt den Herrn. Halleluja. Und wir danken einfach Gott für wer er ist. Come on, ja. Das Wort Halleluja kommt von dem jüdischen Wort Havlal. Das ist eigentlich genau diese Form, wenn oft man sagt Halleluja, denkt man, das ist ein bisschen religiös, ein bisschen komisch. Ja. Aber Halleluja, Havlal hat eigentlich etwas zu tun mit mega Leidenschaft. Und für mich ist ein cooles Bild von Begeisterung, Gott Danke zu sagen. Wer ist er? Für mich David. Als man nämlich die Bundeslade, die war nicht mehr in Jerusalem, haben sie gesehen, da wo die Bundeslade war, da waren die Menschen gesegnet, und David hat gesagt, wir müssen die Gegenwart Gottes zurückbringen. Und dann war David so on fire, dass er in den Unterhosen getanzt hatte, und seine Frau gesagt, David, das ist mega peinlich. Und er hat gesagt, weißt du was, es ist mir so egal, weil die Gegenwart Gottes bedeutet mir mehr, als was Menschen denken, sagen oder fühlen oder glauben, was wichtig ist. Und darum, wenn du das Wort Halleluja hörst, füll dieses Wort mit Begeisterung, mit Leidenschaft, mit Worship, wie es David getan hat. Und wir lassen uns zuerst einfach Danke sagen für wer Gott ist. Also was für ein Bild hast du von deinem Gott im Himmel? Also, und ich möchte jetzt ein Gebet beten, und ich werde so ein paar Bilder
über Gott reinwerfen im Gebet drin. Du kannst einfach dich mitklicken oder auch hineinlehnen in dieses Gebet. Lieber Gott, ich danke dir, dass du bist für mich der Hirte. Du kennst den Weg und du hast gesagt, du leitest mich auf sicheren Wegen. Dein Stecken und dein Stab, die holen mich zurück zum Weg, sie korrigieren mich, aber sie trösten mich aus. Und ich danke dir, dass du bist mein Hirte. Und ich bleibe in diesem Bild von einem Hirte, bedeutet Folgendes, dass ein Hirte kennt die Weiden so gut. Bevor ein Hirte mit den Schafen auf die Weide geht, war er schon vorher da, hat alles ausgecheckt, ist alles sicher, ist auch das Gras gut. Er würde niemals mit einer Herde dahin gehen, ohne zu wissen, der Ort, wo wir hingehen, ist top. Und ich möchte einfach in diesem Bild für dich ein bisschen bleiben, weil du manchmal denkst, weiß Gott denn wirklich, was er tut? Ja. Machen dann die Gedanken und die Wege von Gott Sinn? Ja, sie machen es, weil er ist mein Hirte. Er ist diesen Weg bereits schon gelaufen. Er hat alles bereits studiert, mit einer großen Menge von Schafen dahin zu gehen. Also Gott ist dein Hirte. Dann ist aber Gott auch dein Weinstock. Und wir sind die Reben angedockt an diesem Weinstock. Das bedeutet, dass die ganze Fülle, die ganze Energie, das ganze Leben, der ganze Saft kommt von diesem Weinstock. Und nur in Gott kann ich Frucht bringen. Und wenn das abgeschnitten wird, kann es sein, dass Gott Dinge wegnimmt in meinem Leben, damit ich und du noch mehr Frucht tragen. Also du bist mein Weinstock. Und stell dir vor, du bist einfach angedockt an Gott und du hast einen Astäste und die Trauben sind prallvoll. Das ist ein Bild, das ich habe über meinen Gott im Himmel. Ist der Weinstock durchläuft einen Winter, alles kalt, Frühling, blüht alles auf, Sommer kann sich etwas entwickeln und im Herbst bringe ich Frucht und im Winter alles wieder kahl. Also Gott ist mein Hirte, Gott ist auch mein Weinstock. Gott ist auch mein Töpfer. Er ist der Töpfer. Er formt mein Leben. Er formt dich jetzt gerade. Es kann sein, dass Gott den Finger reinhält, ein bisschen Druck macht, um eine neue Form zu kreieren in dir. Aber du bist nicht entglitten in den Händen Gottes, dass Gott sagt, der Ton ist mir aus den Händen gefallen. Never. Sondern Gott formt und prägt dich noch immer. Dieses Bild finde ich mega krass, dass Gott kennt die Form. Gott hat das Bild im Kopf, wie du und ich am Ende aussehen werden. Wir sind geformt. Unser Gott ist dein Töpfer. Er formt dich in seinen Händen. Mit den Händen Gottes schuf Gott Himmel und Erde, auch mit den Worten. Gott formt dich. Ich danke dir, Gott, dass du bist mein Hirte. Ich danke dir, bist du mein Weinstock. Ich danke dir, dass du mein Töpfer bist. Ja, und Gott ist auch, wird auch verglichen mit einer Henne, die ihre Flügel ausstreckt über den Küken. Genau, so. Und ich danke dir, Gott, dass wir unter den Flügeln Schatten finden, Ruhe finden von all dem, was so stressig in unsere Gedanken hineinkommt und einfach so in unsere Gedanken sticht. Bildlich gesprochen, wie die Sonne, die runtersticht, können wir unter deinen Flügeln einfach Schutz finden. Und ich danke dir, dass du so ein Gott bist. Und dieses Bild schauen wir an mit unserer Vorstellung, dass du einfach die Henne bist, die ihre Küken sammelt und wenn der Adler kommt und da kreist und kreist und kreist oder der Geier oder wer auch immer so ein Küken will, dann
sammelst du uns einfach unter deine Flügel. Vielen, vielen Dank. So bist du unser Gott. Genau. Du merkst, Gott hat so viele Namen, so viele Facetten, dass wenn du betest, nimm einfach ein Bild, lass dieses Bild wirken, weil Dankbarkeit hat mit dem zu tun, dass man einfach dieses Bild anschaut und den Hirten anschaut und einfach mal dieses Bild wirken lässt. Und man kann, die Juden sagen, die Bibel ist wie ein Diamant mit 72 Anlitzen. Man muss es immer ein bisschen drehen und dann bekommt immer eine Geschichte, ein neues Bild. Man entdeckt neue Dinge. Es strahlt eben die Größe Gottes. Und was ich auch schön finde, beim ersten Punkt, wir danken für wer Gott ist, auf einmal merke ich, dass ich automatisch von mir und meinen Umständen und meinen Problemen wegschaue und realisiere, was ich eigentlich für einem Gott gegenüberstehe. Und das finde ich auch schön. Beim Danken kommt der Blick weg von mir, wo ich drin bin, auf etwas Größeres als ich, auf eben diesen Gott im Himmel. Und dieses Danken für die Größe Gottes hat Gott etabliert und installiert in den Festen der Juden. Er hat gesagt, ihr müsst dreimal im Jahr dreimal im Jahr müsst ihr an die Feste kommen, um nicht zu vergessen, wer der Ursprung von eurem Leben ist. Warum hat Gott das dreimal im Jahr befohlen? Nicht, weil Gott hat gesagt, ich bin ein totaler Partygott, sondern Gott hat gesagt, wenn wir nicht dreimal im Jahr uns Gedanken machen, was ist unser Ursprung, werdet ihr vergessen, Sorgen, Zweifel, Nöte, Krankheit und Ängste und Eifersucht und Egoismus und Sünde wird euer Leben bestimmen. Und ich habe am Sonntag ein schönes Bild gebracht, das hat mir persönlich mega geholfen, das Bild von einem Boot. Und Susanne, du hast das ganz kurz gefilmt und so oder ein Foto gemacht Ja, von der genau, Predigt. ein Foto. Und ich finde es so ein krasses Bild, weil es eben ein bisschen ein jüdisches Denken hergibt. Und zwar, wenn man im Boot drin ist und man rudert man immer mit dem Rücken zum Ziel. Und die Augen sind gerichtet, wo man gestartet ist. Und dieses Bild finde ich ganz krass, als wenn das Volk von Gott dreimal im Jahr zusammenkam, um darüber nachzudenken, dass Gott hat ihnen den Heiligen Geist gegeben, Pesach essen, Gott hat unsere Sünden wieder zugedeckt und auch das Neujahrsfest, alles beginnt wieder neu in dem Sinn, haben sie eigentlich das Ziel angeschaut. Und manchmal denkt man, ja, logisch glaube ich an Gott, aber man muss ein Bild entwickeln über diese Größe Gottes und man rudert dem Ziel rückwärts entgegen. Das heißt, man dreht sich einmal um und sagt, dreimal im Jahr schauen wir nicht unsere Träume, unsere Ziele, unsere Pläne, unsere Visionen an, sondern wir vertrauen effektiv darauf, wenn wir Gottes Größe anschauen, wird er uns helfen zu navigieren. Und im Boot drin sitzt ja der Heilige Geist, der uns sagt, links, rechts oder nach vorne. Und darum finde ich dieses Bild für mich so wichtig. Ich sage immer, wenn man sagt, bete Gott an, es ist wichtig, dass du ein Bild entwickelst, das dir hilft, diesen Gott anzubeten. Das ist für jede Person ein anderes Bild in dem Sinn. Also du hast gesagt, eben Gott anschauen, das hilft Vertrauen und das erinnert mich gerade an ein Gebet oder respektiv an eine Gebetsanfrage von jemandem, der uns geschrieben hat. Und der hat geschrieben, ich schaffe es nicht, Gott 100% zu vertrauen. Also wenn man das im Bild von Boot nimmt, kann man sich das ja auch lebhaft vorstellen. Er schafft es einfach nicht sozusagen 100% seiner Zukunft den Rücken zu drehen. Und wenn er das macht, sagt er, dann geht alles der Bach runter und er fragt sich, ob er vielleicht verflucht ist. Und er fragt auch, dass Gott ihm doch zu ihm sprechen möchte und ihm aufzeigen würde, was er alles falsch macht. Und genau für diese Person möchte ich jetzt in dem Moment beten. Vielleicht hörst du zu, vielleicht hörst du es irgendwann. Und ich bitte dich einfach, Heiliger Geist, dass du jetzt in das Leben von diesem Mann nochmal ganz neu hineinkommst mit einer neuen Salbung. Und neu bedeutet unverbraucht, noch nie gekannt. Dass er einfach realisiert, wenn er auch seiner Zukunft und seinen
Zielen und seinen Träumen den Rücken kehrt, dass er sich 100%ig verlassen kann, nicht weil er einfach losrudert, sondern weil er dich sieht und weil er auf dein Kommando hört. Come on. Und im Namen Jesus öffnen wir ihm seine Ohren, dass er hört, selbst Yes. wenn er das Gefühl hat, es Name of geht Jesus. alles den Bach runter, dass du mit deiner Stimme und deiner Gegenwart einfach näher bist als je zuvor, Yes. stärker bist als alle anderen Umstände. Und das Yes. bitten wir im Namen Jesu für Genau. diese Person, die gefragt hat, dass wir für sie beten. Mir ist was in den Sinn gekommen, als du gebetet hast, Susanne, und zwar die Bibel sagt, wenn euch Weisheit mangelt, dürft ihr Gott um Weisheit bitten und er wird euch Weisheit zuteilen. Diese Frage ist eine gute Frage, die kann man nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten. Ich kenne die Person nicht, ich kenne nicht die Situation. Es kann sein, dass es gewisse Dinge gibt im Leben, wo wie ein Fluch drin ist. Das kann wirklich sein, es kann aber auch nicht sein. Es kann auch sein, dass man eine klare Vorstellung hat, wie Gott was machen muss. I don't know. Aber ich möchte dieser Person einfach sagen, dass mein Bibelvers, der mir in den Sinn gekommen ist für dich, einfach, dass du um Weisheit bittest und dann vertraust, dass Gott dich in deiner Art und Weise leitet und Ja. auch führt. Weil wenn man nicht durchgeht, dann durchsieht, besser gesagt, dann versuche ich immer, das Leben aus meiner Perspektive oder aus meinen Vorstellungen, wie etwas sein müsste oder sollte, zu definieren. Aber Weisheit bedeutet Gott, ich sehe nicht durch, ich habe keine Ahnung, wie das Ganze sein soll. Und ich vertraue einfach, dass du, Gott, mir in meiner Situation mir hilfst, das zu sehen, wie du es ganz konkret in meinem Leben auch siehst. Ja. Und was mir dazu noch in den Sinn kommt, ist, dass der Feind kommt, um Ja. zu stehlen und zu schlachten und zu vernichten. Und sobald wir uns entscheiden, Gott zu vertrauen, Ja. wird dieses Schlachten, dieses Töten und dieses Kaputtmachen spürbar in unserem Leben. Und er will uns so viel Genau. Angst einjagen, dass wir ja wieder anders reagieren. Aber dahinter Ja. ist etwas, was größer ist als Come on. das, weil Jesus hat gesagt, aber ich bin gekommen und ich bringe Leben und das im Überfluss. Und dieses Leben sprechen wir einfach über dich Genau. aus, Come on. im Namen Im Namen Jesus. Jesus. Also haben wir gebetet, Gott gedankt für wer er ist. Und jetzt möchten wir Gott Danke sagen für was er tut. Ja. Das finde ich auch, weil das bedrückt nämlich, Gott hat ja einen Namen. Und mit diesem Namen, auch Jahwe zum Beispiel, hat Gott sich verpflichtet. Das ist ein Vertrag, Ja. den Gott unterschrieben hat. Wenn du diesen Namen aussprichst, sprichst du diese Eigenschaften aus, dass ich bei dein Heiler bin, dein Hirte bin, dein Versorger bin, dein Friede bin, dein Banner bin, deine Gerechtigkeit bin. Das heißt, was Gott für dich ist, das ist eine krasse Zusage. Und im Psalm 9, Vers 2 bis 3 steht auch wieder geschrieben, genau, ich blende es so rein. Ja, Sieht man man so. sieht es. Herr, steht da, ich will dir von ganzem Herzen danken und von deinen Wundern erzählen. Ich will mich über dich freuen und deinen Namen loben, du Höchster. Und da steht, ich will von deinen Wundern erzählen. Das bedeutet nicht, dass nur Gott einfach groß ist. Es bedeutet nicht, dass einfach sein Name groß ist, wie was wir vorher gebetet haben, sondern es bedeutet auch, dass er das mit der Tat beweisen kann. Auch das steht in der Bibel. Er ist groß, sein Name ist groß und er kann es mit der Tat beweisen. Und ich danke dir einfach, himmlischer Vater, dass du einen großen Namen hast und dass du selber groß bist, der Yes, you Größte. are. Und ich danke dir, dass du es auch mit der Tat beweisen kannst. Yes, Und du come on. siehst genau jetzt, wer zuhört und wo überall die Leute sind, die jetzt zuhören und zuschauen. Und ich danke dir, dass du nicht nur einen großen Namen hast, dass du selber nicht einfach der Größte bist, sondern dass du es auch mit der Tat beweisen kannst. Jetzt in dem Moment, in den Leben von Menschen, die jetzt zuhören. Und ich danke dir, himmlischer Vater, dass du lebendig bist und dass wir das auch spüren und erleben können. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Wir sind nicht abhängig Yes. davon, wie du wirkst in unserem Leben, aber wir wissen, dass du es trotzdem tust, dass du wirkst, dass du lebendig unter uns bist, dass wir dir nicht egal sind. Das hast du bewiesen, weil dein Come on. Sohn Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen, für dich und für mich gestorben und auferstanden nach dem 3. Tag und hat alles bezahlt. Das
Das ist ein Riesenwunder. Come Und on. ich möchte dir Danke sagen, einfach für die Wunder. Und Yes, ja, yes, wirklich davon erzählen. Es gibt so viele Wunder, die du yes, für uns Lord. getan hast, die wir hören aus den Menschenleben, wo wir einfach Leben mit ihnen teilen. Du bist der Gott, der Wunder tut. Und danke, dass du es heute noch tust. Genau, ich danke Gott für was er tut. Das heißt, ich schaue jetzt mein Leben an wie ein Spiegel, ich schaue in den Spiegel rein. Ist mir in den Sinn gekommen, als du gebetet hast, Susanne, ich gehe ja oft in ein Coaching auch, weil ich will mich ja weiterentwickeln. In dem Sinn, man ist ja nie äh, ausgelernt, man hat immer etwas zu lernen und es sind auch im Leben hat auch oft auch neue Phasen, die wieder ganz, ganz anders sind. Und ich finde es wichtig, dass man nicht stehen bleibt. Und mein Coach hat mich immer gefragt, so, jetzt, wo du da sitzt, hier im Coaching und einen Kaffee trinkt, fehlt dir denn etwas? Ich habe gesagt, nee. Er hat gesagt, ja, du kommst zu mir, weil du viele Dinge hast, wo du eine Not hast. Aber jetzt, wo du da sitzt, hast ja alles. Und mit dem wollte er mir immer sagen, dass man oft sich Sorgen macht und Zweifel über die Zukunft. Aber hier im Jetzt, wo man sitzt und ein Teller Pasta oder Reis isst oder einen Kaffee trinkt, lebst du ja bereits schon in der Fülle. Und logisch heißt das nicht mit dem, dass man das andere ausblendet, aber manchmal muss man auch lernen, in den Spiegel zu schauen und sagen, jetzt in dem Moment, wo ich in den Spiegel schaue, mein Herz schlägt, ich habe ein Haus über dem Dach, vielleicht bin ich Single, vielleicht bist du geschieden, vielleicht hast du etwas erlebt, wo nicht optimal ist, aber hier, jetzt in dem Moment, ist Gottes Gegenwart da, du bist da, der Kaffee ist da, Tee oder was auch immer. Und auch das im Moment zu leben, finde ich eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, Ja. weil wir sind so schnell unterwegs heutzutage. Wir haben so viele Optionen, das ist ein Segen, aber gleichzeitig auch ein Fluch, weil sind viel zu schnell unterwegs in dem, was wir eigentlich machen müssten oder sollten. Und wenn es darum geht, was er tut, da hat uns eine Person geschrieben, Ja. sie wünscht sich diese Freiheit und diese Freude durch Jesus erleben zu können. Also dieses Havlal, wo man einfach jauchzen kann, wo man sich freuen kann und dem auch Ausdruck verleihen, wo man tanzen kann oder vielleicht auch etwas auffällig diese Freude ausdrücken. Das würde sie sich wünschen. Sie schreibt aber, die Person, dass sie in einem Glaubensumfeld groß geworden ist, wo sie gelernt hat, dass man erst im Himmel lacht, weil es zum Beispiel heißt, Gott legt uns eine Last auf. Das ist dann so der Anfang von diesem Vers, das sie mitbekommen hat und irgendwie hat man dort vielleicht nicht gesagt, dass es auch heißt, aber er hilft uns auch. Und sie möchte endlich die Freude und Freiheit von einem Leben mit Jesus tief in ihr erleben, schreibt diese Person und ich möchte dafür beten, weil das ist ein Genau. Wunder, Come das on. ist etwas, wo wir dich, Gott, bitten, dass du Ja. tust im Come Leben on. von dieser spezifisch von dieser Person, die uns geschrieben hat, dass du einfach diese Freude, Heiliger Geist, in sie hineinbläst. Und Freude ist eine Frucht des Come on. Geistes. Und es beginnt damit, dass du einfach diese Frucht als Samen in sie Yes. hineinpflanzt und dass sie einfach dieses Gartenbeet, bildlich gesprochen, ist gejätet, weil sie will Yes. diese Freude, sie Come sehnt on. sich danach und Heiliger Geist, komm und Yes. hauche du sie an mit dieser Freude. Und ich bete das auch für alle, die jetzt zuhören und einfach spüren, dass sie genau in diesem Bereich ein Wunder brauchen. Come on. Du hast vielleicht Trauer in deinem Leben und du weißt nicht, wie du das wieder los wirst, Yes. weil es überdeckt auch deine Freude. Und es geht nicht darum, dass Trauer nicht seine Zeit hat, aber wenn du spürst, dass die Trauer einfach übermächtig groß Come on. geworden ist und die Freude nicht mehr da ist, da bete ich einfach zu dir, Gott im Himmel, Yes. dass du auch in diese Situationen hinein deine Freude Yes. Ja. hineinbläst, dass du deine Come on. Freude hineinwirkst, Come Heiliger on. Geist. Komm und Yes. wirk du. Da, wo Schwere ist, da, wo Last ist, da, wo es trübe ist, da wo es grau ist, da wo es vernebelt ist, bitte ich dich einfach, dass Come du on. mit Freude kommst, Yes. Heiliger Geist. Das ist ein Wunder, Come on. was du
tun Amen. kannst. Und wir schreiben es dir zu, himmlischer Vater. Und ich sage dir, die Freude an Gott ist deine Stärke. Mit deinem Gott wirst du über Mauern springen. Und ich bete einfach, dass dieses Trauergewand in deinem Leben nehme ich weg von Ja. dir. Und ich sage deinem Geist und deiner Seele und auch deinem Körper, du bist in dieser Freude Gottes, bist du richtig umgeben. Und die Freude an Gott ist deine Stärke. Und Ja. auch wenn wir freiwillig Dinge tragen, heißt es nicht, dass wir den Ernst auf die Seite schieben Ja. oder die Freude einfach verdrängen. Gott hat uns mit einem Geist der Freude, von Friede und auch Geduld wie getauft. Ja, und du hast etwas gesagt von einem Kleid und Ja, ich hatte einfach das Gefühl, dass im Speziellen die Person, die uns ja, geschrieben hat, aber wenn du dich auch angesprochen fühlst, es steht in der Bibel im Epheser, dass du das alte Kleid ja, ja, ausziehen kannst und genau. einfach so Erfahrungen, Ja, Prägungen, die ja, du genau. mitbringst in Bezug auf, wie du dich fühlen solltest als Mm. Christ, dass du dich arm fühlen solltest, dass du dich schwach fühlen solltest, dass du dich demütig, also so So, gebückt fühlen solltest. Dieses Kleid darfst du heute come ausziehen on. und mit einem neuen austauschen, Wow. dass der Heilige Geist und dass Jesus selber dir bereit macht, mit einer aufrichtigen Haltung, mit einem Bewusstsein, dass du eine Königstochter bist, oder ein Königssohn, dem Ja, es an nichts fehlt. wow. Come on. Hey, vielleicht kennst du Menschen, wo du denkst, dass diese Gebetsstunde ihnen helfen würde. Ich möchte dich wirklich einfach einladen, dass du bitte diesen Link einfach weiterleitest. Das ist immer für Menschen ein mega Segen, die sagen, ich habe noch nie von dem gehört. Es gibt Menschen, die können nicht aus dem Haus, die sind vielleicht irgendwo gebunden irgendwo. Dann bitte schick doch einfach diesen Link und ich sage es da ganz bewusst, wir verdienen dem nichts, wir investieren unseren Mittag heute für euch. Und wenn es noch mehr Menschen gibt, du denkst, die werden dermaßen gesegnet, deine Mutter, deine Großmutter, dein Großvater oder irgendjemand, dann schick doch diesen Link weiter, es ist auch auf Hochdeutsch. Und hast du noch nicht von ICF Zürich das abonniert, dann bitte klick doch drauf, weil es uns mega wichtig mit dir in Kontakt zu sein und einfach mit dir so einfach wie möglich zu beten. Und wir machen das jede Woche, diese Stunde, und das würde uns mega, mega viel bedeuten. Das dritte, für das wir beten wollen, wir danken Gott für was er tun wird. Jetzt hast du einen. Nein, für was Für, er tun. für was er. Oh, sorry, Nein, sorry, nein, nein. sorry, sorry. Für Total. was er tun Ich bin wird. total vorbereitet. Du Ja. auch natürlich auch. Nein, für was es tun wird. Und das finde ich auch, das ist ein bisschen prophetisch. Das heißt, wir proklamieren ganz, ganz bewusst, dass Gott nicht nur gut ist, dass Gott nicht nur einfach einen Namen hat, wo er sich committed hat, sondern Gott tut auch in der Zukunft großartige Wunder. Susanne, lies es mal vor. Lob den Herrn, heißt es hier im Psalm 117, Vers 1 bis 2. Alle Völker, preist ihn alle Nationen, denn seine Liebe zu uns ist stark und seine Treue hört niemals auf. Halleluja, lob den Herrn. Seine Treue hört niemals auf. Auch für das, was er noch tun wird. Er wird immer treu sein. Und im Psalm 23 heißt es, dass seine Güte und Barmherzigkeit uns folgen ein Leben lang. Weißt du, wie cool das ist? Das ist uns zugesichert. Hier ist das Wort wieder Halleluja. Halleluja, lobe den Herrn. Wenn man sagt Halleluja, lobe den Herrn, hört sich das manchmal so ein bisschen komisch an. Aber das heißt Havlal. Das heißt, hey, ich bin so begeistert von diesem Gott im Himmel, dass ich mit diesem Wort Havlal das ausdrücken möchte, dass ich begeistert bin. Und Dankbarkeit hat mit dem zu tun, dass Gott hat versprochen, er ist der Hirte, er führt mich in die Zukunft. Er ist mein Weinstock, hat versprochen, ich werde Frucht bringen. Er ist mein Töpfer, hat versprochen, dass die Form in meinem Leben gewinnbringend für andere Menschen ist. Also Dankbarkeit hat auch mit Prophetie zu tun, das auszusprechen, was noch nicht ist, es werden wird. Weil Gott fragt, Jesus stellt eines Tages die Frage den Jüngern, wer sagt ihr, dass ich sei? Da haben sie gesagt, ja, die einen sagen, du bist Johannes der Täufer, andere sagen, du bist Elia, andere sagen, du bist Jeremia oder ein anderer Prophet. Und er fragte sie, wer sagt dann ihr, dass ich sei? Krasse Frage. Also wer sagt denn, dass ich bin?
Und dann sagt Simon Petrus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist Ja. der Messias, auf den wir immer gewartet haben. Und dann sagt es in Matthäus 16, sagt er, und ich sage dir auch. Also mit anderen Worten, wenn wir anerkennen, wer Gott ist, dann lässt Gott uns erkennen, wer wir sind. Weil in dem Moment, als Jesus sagt, du bist Petrus, der Felsen, auf dich baue ich meine Gemeinde, war Petrus noch nicht dieser Stein. Ja. Er war noch nicht dieser Felsen. Er wird erst noch Jesus verraten. Er war erst noch ein Jünger, noch gar nicht mehr und nicht weniger. Sondern Jesus sagte, Petrus, wenn du mir das anerkennst, wer ich bin, dann möchte ich dir sagen, wer du wirklich bist. Nicht deine Sünde, dein Zweifel, deine Not, das, was Ja. Menschen sagen, was Menschen denken. Du bist immer zu spät, du bist unpünktlich, du bist nie freundlich. Das sind so Aussagen, die Menschen machen. Aber wenn ihr anerkennen, wer ist dieser Jesus, dann wird Jesus uns erkennen lassen, wer wir wirklich sind in seinen Augen, ohne unsere Sünden, ohne unseren Fehlern. Und dann finde ich das so krass, dass wir Gott eben Danke sagen für das, was er tun wird in den nächsten Wochen und Monaten zusammen. Leit uns doch in ein Gebet hinein, um einfach Gott Danke zu sagen, dass er uns leitet, führt, begleitet, segnet, korrigiert, beschützt, ermutigt, ermahnt. Ja. Und himmlischer Vater, ich möchte dir einfach Danke Yes. sagen. Ich habe das Bild nochmal vor Augen von diesem Boot, Yes. dass wir mit dem Rücken einfach in die Zukunft sitzen. Und wir schauen dich an. Wir schauen, wer du bist. Come on. Wir sehen, wir haben uns jetzt einfach damit beschäftigt, wer du bist und Yes. was du tust. Und wir schauen dich an. Und das ist unsere Zukunft. Genau. Und wir drehen ihr den Rücken, das braucht extrem viel Vertrauen. Aber du, Heiliger Geist, sitzt mit uns im Boot. Und du hast gesagt, himmlischer Vater, dass du uns, jede einzelne Person, die hier mit zuhört, dass du uns mit deinen Augen leitest. Und ich bitte dich einfach, dass wir hören, ob du sagst links, ob du sagst rechts, Yes. dass wir es einfach wissen, wie wir uns entscheiden Come on. sollen, in welche Richtung wir gehen sollen. Es sind jeden Tag so viele Entscheidungen, die zu treffen sind. Und du bist der Heilige Geist, der uns führt. Und da, wo du sitzt und da, wo du zuhörst und da, wo du unterwegs bist, lade jetzt einfach diesen Heiligen Geist vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch zum Yes. x-ten Mal wieder neu ein in dein Leben, einfach vis-à-vis von dir Platz zu nehmen, mit dem Blick nach vorne und sage, Heiliger Geist, führe du mich. Yes. Ich mache mich abhängig von Come dir. on. Ich habe gefühlsmäßig das Gefühl, dass ich den Wasserfall herunterstürze. Aber ich vertraue Come dir, on. Heiliger Geist, Genau. weil du bist ein guter Gott und ich sehe, wie du, Heiliger Geist, im letzten Moment einfach das Boot herumreißt, dass es nicht den Wasserfall heruntergeht. Wie du es auf dieses Yes. Come ruhige on. Wasser Ja. führst. Wie du jedem Einzelnen von uns einfach diese Zeit gibst, auch wenn die Umstände uns sagen, du hast keine Zeit, du musst jetzt wissen. Du machst eine extra Schlaufe, wo Yes. du uns nochmal zeigst, dass wir dich wirklich hören können. Verstehst du, Dankbarkeit ist nicht einfach die Augen zu schließen vor der Realität. Ja. Das wird oft den Christen vorgeworfen. Ihr seid so ein bisschen so Schönwetter, Leute. Schönredner. Ja, und alles nur schön und rosarote Wolken und die Brille und alle diese Farben. So, und ihr macht eure Augen zu und ihr Ja. wollt nicht der Realität in die Augen schauen. Es ist immer noch Corona, es ist immer noch das und jenes. Ja. Nein, das hat nicht mit dem zu tun. Es hat mit dem zu tun, wo ich hinschaue und was ich groß mache in meinem Leben. Das wird größer. Ich kann meinen Sorgen in die Augen schauen, kann meinen Problemen in die Augen schauen. Und je mehr, dass ich meinen Sorgen in die Augen schaue, desto größer werden die Sorgen, desto größer werden die Probleme, desto größer wird Corona. Nein, ich schaue wie das jüdische Volk dreimal im Jahr
Eine ganze Woche schaue ich diesen Gott an. Ich meditiere über seinen Namen, über seine Zusagen, über die Wunder, die Gott getan hat. Das sind Fakten, die man nicht verleugnen kann. Du hast Fakten in deinem Leben, wo Gott bewirkt hat. Das schaue ich alles an, um mir zu sagen, der gleiche Gott, der mich bis hierhin gebracht hat, ist der gleiche Gott, der mich auch führt in der Zukunft. Und das ist eben Glauben auszusprechen und auszusagen, wer dieser großartige Gott im Himmel ist. Ja, und ich möchte dir einfach für die kommende Woche Psalm 27 mitgeben. Du kannst ihn irgendwann mal nachlesen, vielleicht liest du ihn täglich mal für eine Woche und Ja, schaust mal, was passiert. Und irgendwo habe ich dann Psalm 27, Vers 5 bis 6 und ich möchte das einfach auch nochmal so zusammenfassen für wer Gott ist, was er tut und was er tun wird, dir einfach als Segen vorlesen. Er bietet mir Schutz in schwerer Zeit und versteckt mich in seinem Zelt. Er stellt mich auf einen hohen Felsen, unerreichbar für meine Feinde ringsumher. In seinem Heiligtum will ich Opfer darbringen, voll Freude für den Herrn singen und musizieren. Und da ist dieser Ausdruck wieder, voll Freude für den Herrn come singen, on. weil ich weiß, Gott, du bietest mir Schutz in schwerer Zeit und weil ich weiß, dass du mich auf einen hohen Felsen stellst, unerreichbar für meine Feinde ringsumher. Und es heißt in diesem Psalm noch mehr, dass eine ganze Armee, wenn eine ganze Armee mir entgegenziehen würde, muss ich mich doch nicht fürchten, weil du bei mir bist, Gott im Himmel. Und das spreche ich einfach als Come Segen on. für alle von uns Yes. aus, dass dieser Gott dich schützt, dich Come sieht, on. dich in sein Zelt nimmt, wie wir es auch schon davon gehabt Come haben, on. unter die Flügel, dich auf einen Ja, Felsen stellt, unerreichbar für deine Feinde. Er nimmt dich nicht aus den genau. Umständen heraus, aber er schützt dich. Hey, wie gesagt, danke für das Mitchatten. Wir haben viele Leute aus Deutschland, aus England, von überall. Das ist für uns mega motivierend. Wir sitzen da in Zürich in unserem Tonstudio und sehen, die ganze Welt ist verbunden. Und wenn du noch nicht diese Predigt vom letzten Sonntag angehört hast, wo ich über Dankbarkeit, Worship gesprochen habe, einfach in unserem YouTube-Channel kannst du da reingeben. Heart of Worship, die Dankbarkeit ist eine viel ähnliche Gedanken, aber ein bisschen noch andere Sachen auch illustriert. Und dann klick einfach rein und schau das an. Und wenn du jemanden kennst, du sagst, das wäre mega cool, die wird auch mit uns zusammen beten, schick doch bitte den Link und dann werden wir nächste Woche wieder zusammen beten. Und wir wünschen euch eine super gute Woche. Danke fürs Mitbeten, fürs Mitchatten, für unser Team, auch im Hintergrund. Großartig und ein gottgeblässter Tag. Wir sagen Tschüssi von Zürich. Bye bye. Tschüss, macht's Bye gut, bye. Ciao, ciao, ciao. Bye bye. tschüss. Bye bye. Bye bye.